Es gibt keine große Öffentlichkeit mehr, die sich empören würde, wenn bestimmte politische, sexuelle oder andere Inhalte vorkämen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich falle mir gleich ins Wort und sage, natürlich gibt es heute immer noch Zensur. Was mich sehr überzeugt hat als Kategorie, als Vorstellungskategorie, das war, was Marlene Strerowitz gestern gesagt hat, die lebenstechnische Zensur. Das heißt, dass sozusagen Bedingungen geschaffen werden, unter denen es überhaupt nicht mehr möglich ist, also von Autorenseite bestimmte Produkte zu erarbeiten, weil man einfach die Zeit nicht hat oder weil man die Bedingungen, die Rahmenbedingungen nicht mehr existieren, um solche einem wichtig erscheinenden Bücher zu schreiben. Wenn Sie bundesdeutsche Feuilletons lesen, dann wissen Sie, dass vor ein paar Jahren ein Roman verboten worden ist, Maxim Biller, Esra. Und man kann jetzt sozusagen sich über die Begrifflichkeit unterhalten, aber natürlich ist das Zensur. Es ist ein vom obersten bundesdeutschen Gericht verbotener Roman, weil eine Figur, die in diesem Roman vorkommt, sich erkannt fühlt und nicht einverstanden ist mit der Art und Weise, wie der Autor diese Figur beschrieben hat. Und diese Figur, also nicht diese Figur, aber diese Person hat dagegen geklagt, dass die Ex-Geliebte hat dagegen geklagt und das Buch ist verboten. Ja, letztinstanzlich verboten und nicht nur das. Der Autor ist auch zu einer Schmerzensgeldzahlung verurteilt und die ist so hoch, es geht nur noch um die Höhe, um die faktische Höhe, die er zahlen muss, dass er vermutlich für alle Zeiten finanziell ruiniert ist. Das ist das eine. Das ist sozusagen der öffentliche Fall von Zensur.